Wir haben es vom Schreiben gehabt, von dir, Thomas, aber du schreibst ja auch, Mike, auch nicht Roman. Was schreibst denn du? Ich schreibe schon seit längerer Zeit für das Tracks-Magazin. Als ich angefangen habe, war es noch ein physisches Heft, das bei den Bahnhöfen und Läden aufgelegen ist. Also ein Gratis-Magazin. Schreibe ich Live-Berichte und Plattenkritiken und ab und zu auch Interviews. Also habe schon auf Finnland können fliegen und Nightwish interviewen, von dem her. Oh, cool. Aha. Neben Hobby so. Wie bist du dazu gekommen? Was macht es aus? Das heißt, ja, ich meine, es gibt Haufen Leute, die schreiben, oder die einen ist besser, die anderen weniger, aber es gibt Haufen Metal-Magazine und Portal. Wieso machst du das? Wieso bist du besser als die anderen? Also, angefangen hat so, dass ich so, für mich schon, so kleine Kritiken geschrieben habe über so ein bisschen spezielle Platten, die niemand kennt. Und habe ich dann, ich glaube, so auf einer Nebenseite von der Emerald Homepage mal drauf da. Das ist irgendwie so Anfangs 2000er gewesen. Aber ich weiß auch nicht, das hat gewisse Leute cool gefunden. Und dann hat mich irgendwann mal jemand vom Tracks angefragt, sie suchte noch jemanden, der ein bisschen live, Plattenkritiken schreibt. Und ich gesagt, ja, probiere es gerne mal. Das ist mega gut angekommen. Und dann habe ich dort eigentlich angefangen. So, ja. Und eben, es hat, glaube wenn ich es richtig verstanden habe, mit zu tun mit dem, dass du dich für ganz viel und Platten interessierst. Du bist eben auch ein mega Sammler und dann hast du einfach so Perlen so. Wie viele Scheiben hast du eigentlich? Ich kann das im Fall nicht sagen. Das ganze Zimmer voll. Grössenordnung? Also, ich würde mal sagen, vielleicht so 5.000, 6.000 LPs und noch ein paar tausend CDs. Ah, geil. Also, ich hab wirklich, ja, das ist halt so ein bisschen meine Leidenschaft, wirklich Musik. Darum auch selber Musik machen, eben über Musik schreiben und Platten hören. Und das Sammeln hat sich auch so nach und nach, es hat vor allem angefangen zu sammeln, weiss ich noch, wo die CDs, die LPs abgelöst haben. Das ist irgendwie so in den 90er Jahren gewesen, wo gleichzeitig auch der Grunge gekommen ist und so. Und ich weiss mal, die ganzen Plattenläden in Freiburger Stadt, die LPs für 5 oder noch weniger Franken verramscht haben, weil sie liquidiert haben und Platz haben wollen für CDs und ich habe dort säckweise Platten genommen für fast kein Geld. Und so hat sich das angefangen. Ja. Aha. Jetzt hast du auch eben verschiedenste Scheiben. Du hast auch ein paar White Metal Scheiben. Was hast du? Gibt es da besondere Bands oder so? Das ist eigentlich eine mega coole oder wo du sagst, ja, die müsste man eigentlich kennen. Du kennst fast alles. Ja. Also White Metal hat mich auch immer fasziniert, weil das eigentlich eine ganz eigene Richtung ist, wo lustigerweise, also früher, wie fast eine eigene Szene gehabt hat. Also es hat sich nicht gross gekreuzt. Sie sind so ein bisschen gemieden worden von der normalen Metal-Szene. Lustigerweise, weil Black Metal ja nicht. Also es ist eigentlich komisch. Aber, irgendwie ist das so wie eine eigene Szene, die haben auch eigene, also in Bern hat es zum Beispiel einen CD-Laden gegeben mit nur christlicher Musik. Mhm. Dort bin ich auch bei ihnen, wo man dort Sachen gefunden, die man schon nie gefunden hat eben. Und wenn man mal sich ein bisschen rein, geschafft hat in die Szene, habe ich mega coole Bands entdeckt, die eben wirklich niemand kennt hat. Das war halt noch vor dem Internet gewesen. Heute kann man alles auf YouTube hören, aber dann war es spannend gewesen, Bands zu entdecken, wie eben Recon oder Baron Cross. Es gibt ganz viele Sacred Warrior. Es gibt so viele gute Bands, die niemand kennt in der Metal-Szene. Weil eben ohne Internet, ohne Spotify, ohne die ganzen, Internetsachen, ist es nur mit Mundpropaganda gewesen. Okay. Ja. Vielleicht ist, also wenn ich heute zurück auf die Zeit schaue, ist ja nicht meine Zeit gewesen. Und wenn wir jetzt heute als Kirche und als Christen da unterwegs sind, haben wir ein bisschen einen anderen Ansatz teilweise. Eben, unser Ziel ist nicht so irgendwie da so eine Bubble, wobei ich merke, wenn man mit gewissen Leuten redet, oder auch diverse Bücher gelesen von Leuten aus dieser Zeit, dass die manchmal gar nicht unbedingt auch so eng gewesen sind, sondern sehr viel mehr vernetzt gewesen, aber es war vielleicht halt mehr als Business gewesen. Oder eben halt, wo ist der Vertriebskanal? Und je nachdem, wer dann halt das hat, so wie die Frage, wenn du den Verlag findest und dann noch dort weiter die Frage ist, wer bringt deine Musik überhaupt weiter? Und das ist vielleicht einfacher gesagt, bei einem christlichen Buchladen irgendwie das weiterzubringen. Aber ich finde es cool, dass es heute nicht mehr ganz so ist, aber ich finde es cool, dass du dazu mal eben, da schon dich für so Sachen interessiert hast. Mir ist etwas in den Sinn gekommen, nämlich, dass du ja aus dieser Zeit, eben durch so CDs gehabt, hat es eine gewisse CD bei Intense Records, hat es immer noch so etwas drin in diesen CD-Book. Was machst du erzählen für die nicht aus dieser Zeit kommen? Ja, einfach, das ist die Intense-Serie, eben mit dem Bob, dem Pastor von Amerika, wo dort eben immer das so ein bisschen, ich weiß auch nicht, das ist so wie eine Leitfigur gewesen, glaube ich, für die ganze Serie. Und das ist spannend gewesen für jemanden wie mir, der eben eigentlich aus der normalen Metal-Szene ein bisschen in die Szene hineingeschaut hat.
Und wo wir dann mit Emerald mal am Elements of Rock Festival von dir gespielt haben, ist der tatsächlich der gewesen. Das habe ich mega cool gefunden. Ja. Er hat mir darum erzählt, oder? Das ist ja wie auch gewesen, dass sie ja gemerkt haben, dass es gibt ein Bedürfnis, es war eine Telefonnummer in Abdruck gewesen, und er hat mir mal erzählt, sie haben wirklich hunderte, also es ist so wie die angebotene Handel eigentlich gewesen, also sie haben hunderte von Telefonen gehabt, von Leuten, die sich gemeldet haben, weil sie irgendwo eben angestanden sind und gefunden haben, wir brauchen Rat, wir brauchen jemanden, der zulässt. Also es war eine Zeit gewesen, wo das, also es ist wirklich der mehr gewesen, nur die Musik, aber wirklich auch, wo Leute das mega geschätzt haben und gebraucht haben. Ja, dann lassen wir doch eine so eine Perle drin. Du hast eine ausgewählt, gell? Recon, Dreams. Was ist an der speziell? Also Recon habe ich immer gefunden, das ist so eine unglaublich gute Band. Ich hätte eigentlich riesig können werden, weil sie nicht in die Nische gefangen gewesen wäre, was dann eigentlich wie Queensryche in den 80er Jahren, wo die Platte habe ich lang gesucht, die ist sehr rar. Behind the Enemy Lines heisst sie, genau. Enemy Lines. Also, ich habe mega Freude gehabt, als ich die dann aufgetrieben habe. Und heute ist jetzt alles wieder veröffentlicht worden, aber das ist eine sensationelle Platte, finde ich. Also lassen wir drin, Recon mit Dreams.